ist der Pfiff. Wir lehnen uns zurück und hoffen, es gibt was zu genießen. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns diese Partie an Überraschungen so bietet. Keine Zeit zum Luftholen für die Abwehr hier. Und Flanke. Und wieder von da draußen. Da ist noch mal was möglich. Wir warten noch immer auf den ersten Treffer. Vielleicht ist es gleich soweit. Von hinten drauf gehämmert. Da war nur ein bisschen zu hoch angesetzt. Den hat er womöglich nicht optimal erwischt. Linker Außenbahn. Der Schiedsrichter muss jetzt aufpassen, dass die guten Sitten hier nicht komplett über Bord geworfen werden. Das gibt Gelb, da darf er sich nicht beschweren. Das war eine unfaire Aktion, die zu Recht geahndet wird. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten. Ein schöner Versuch. Ein paar Zentimeter tiefer und er hätte gepasst. Er versucht die Abwehr mit dem direkten Freistoß zu überlisten, aber das war noch nichts. Jetzt muss eine gute Hereingabe kommen. Eine gefährliche Situation. Und wir beide wünschen Ihnen noch eine angenehme Nacht. Das sieht gefährlich aus. Schön durch die Abwehr hindurch. Oh, der probiert es aus dieser Distanz. Aber da ist der Gegner schneller. Ein übles Foul. Freistoß. Also hier liegt der Fall klar auf der Hand. Den Spieler hat es böse erwischt und so hat der Unparteiische gar keine andere Wahl, als dafür Gelb zu zeigen. Er könnte ihn in die Mitte zirkeln. Den will er machen. Was für eine Glanzleistung. Das ist das erste Tor dieser Begegnung. Wunderschön, mit dem linken Fuß abgeschlossen. Die Fans sind geradezu fasziniert von der Vorstellung ihrer Mannschaft. Sie liegen ein Tor hinten, Hansi. Was würdest du anstelle des Trainers machen? Auf jeden Fall. Das macht das Spiel mit Sicherheit spannender. Und es würde mich nicht wundern, wenn wir nicht noch ein paar Tore zu sehen bekämen. Jetzt ein guter Ball und womöglich rappelt es dann wieder. Elfenbeinküste. Gefahr gebannt. Utrecht.
Spieler bewegen sich gut vor dem Tor, also rein mit der Flanke. Das gibt Abstoß. Jetzt kann er den Ball von rechts hereinschlagen. Vitesse. Und da wird er weggebolzt. Das ist der Schuss aufs Tor. Ja, zielsicher verwandelt. Tor Nummer 2. Damit haben sie ihren Vorsprung verdoppelt. Und das so kurz vor der Pause. Er stand genau richtig, aus dem Fehler des Torhüters Kapital zu schlagen. Komfortabler. Sie liegen 2 Tore vorne und das völlig verdient. Können Sie es jetzt ein bisschen ruhiger angehen lassen, Hansi? Ja, sie geben ganz eindeutig das Tempo des Spiels vor. Der Vorsprung könnte durchaus für einen Sieg reichen. Von da aus könnte er eine Flanke bringen. Das war ein Foul, gar keine Frage. Und jetzt aufgepasst, eine Freistoßposition wie gemalt. Da kommt die Flanke. Palästina. Pause. Die Spieler haben nun 15 Minuten Zeit, gemeinsam mit ihren Trainern die Leistungen aus den ersten 45 Minuten zu analysieren. Wie hat dir das Spiel bisher gefallen, Hansi? Das war eine gute erste Hälfte von Ihnen. Sie haben richtig Druck gemacht. Und auch das Ergebnis zeigt Ihre Überlegenheit. Katar. Die ersten 45 Minuten waren kräftezehrend. Wie viel Benzin haben die Spieler nach der Pause noch im Tank? Keiner der beiden Trainer hat Auswechslungen vorgenommen. Eine böse Aktion. Freistoß ist das Mindeste. Gelbe Karte. Und damit dürfte auch klar sein, dass er sein Zweikampfverhalten in diesem Spiel überdenken muss und sich jetzt etwas zurücknehmen muss. Ein weiteres Tor muss der Gegner um jeden Preis verhindern. Und er versucht's. Wunderbar gehalten vom gegnerischen Keeper. Er spielt den Ball erstmal weg. Schön gesehen vom Keeper. Da hält er voll drauf. Nee, der segelt in die Wolken. Also wenn man so eigensinnig ist, dann muss man mehr draus machen. Er zieht von da ab. Ein klasse Tor. Noch ein Tor und wir haben Gleichstand. Sieht fast so aus, als könnte das Spiel doch noch eine Wendung nehmen. Jetzt sieht das Ergebnis doch deutlich. Dass der Rückstand verkürzt wurde, das kann ein Team schon aus der Bahn werfen, Hansi. Wohl wahr. Einige Buchmacher, die werden sich jetzt ihre Sorgen machen. Nein, der sollte ganz woanders landen. Für diese Aktion muss es Freistoß geben. Der Unparteiische holt den Delinquenten zu sich. Da gibt es dann doch noch das ein oder andere zu besprechen. Aber er kommt wohl ohne Karte davon. 5 Minuten bis zur Pause. Der Rückstand beträgt nach wie vor ein Tor.
Er muss abspielen, sonst hat sich das mit dem Vorteil ganz schnell wieder. Da haben sie sich links eine schöne Chance herausgespielt. Und er zieht ab. Der Ball segelt haarscharf am linken Pfosten vorbei. Sie bauen gut Druck auf das gegnerische Tor auf. Der Abschluss ist allerdings mangelhaft. Gelegenheit zum Flanken. Er sucht den freien Mann in der Mitte. Weggeköpft. Direkter Kopfstoß aufs Tor. Es gibt Einwurf und sie haben im Grunde alle Möglichkeiten. Der Torwart schnappt sich den Ball. Keine schlechte Flanke, aber doch nicht genug, um den Torwart zu überlisten. FC Twente. Wunderbares Zuspiel. Riesengelegenheit. Oh, der ging ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Mit dem Ausgleich wäre das Spiel womöglich nochmal gekippt, Hansi. Absolut d'accord. Sie wollen diesen Ausgleich, aber die Sicherheit im Abschluss fehlt einfach. Er will diese Chance für eine gute Flanke nutzen. Eine Flanke. Bei solchen Torwartfehlern brauchst du als Abwehrspieler ganz starke Nerven. Gute Möglichkeit zum Flanken. Ein klasse Kopfball beendet die Aktion. Klares Foul, klarer Freistoß. Dafür sieht er gelb. Ich meine, das war schon im Ansatz zu sehen, dass das Foul nicht ohne Auswirkungen bleiben würde. Das bedeutet allerdings für den weiteren Verlauf der Partie, dass er sich jetzt etwas zurückhalten muss. Nein, wie peinlich. Das haben sie sicher auch noch nicht so oft erlebt, dass man es ihnen so leicht gemacht hat zu gewinnen. Nun, wie würdest du das Spiel kommentieren, Hansi? Also heute wirklich gerne, denn sie konnten ihr unglaubliches Potenzial voll entfalten. Ich hoffe nur, sie spielen auch im nächsten Spiel genauso.